Servus, grüß euch und habe die Ehre. Heute zeige ich euch einmal ein Hunter-Bild, wo ich finde, das ist extrem lässig. Wenn man so sieht, jetzt sagt umgebracht, haut das brutal rein. Und Memento ist noch überhaupt nicht voll. Und das rammt die Dinger weg, dass du sagst, ja, gibt's denn sowas. So. Jetzt zwei weg. Und bei dem Set muss man halt schauen, dass man echt genau dran ist. Dann funktioniert das wie Sau. Und passen wir auf. Eins. Oh, kein Schild mehr. Ja, das war's dann. Schon krass, oder? Die meiste über das sagst, gibt es. Das ist jetzt heroisch mit 3 Direktiven. Und ich muss echt sagen, mir macht es Spaß. Also ich behaupte jetzt nicht, das ist ein Meta-Teil, ja. Aber ich finde, wenn man gesehen hat, ein bisschen Taktiken, es ist halt gefährlich, weil man, ja, wie soll ich sagen, doch schnell umfallen kann. So viel Rüstung hat es jetzt nicht. Und da man aber ganz nah dran ist, muss man sich schon überlegen, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und dann rumpelt das Ding aber brutal durch, gell. Also in dem Sinn, ich bin die Feldwalzen und dann schauen wir uns das Bild einmal an. So, jetzt muss ich gleich einmal da umspringen. Das wird einmal ein schnelles Video wieder. Einmal in das Weiße Haus und zurück, weil da haben wir unsere Ruhe. Mir sind noch ein paar Einfälle eingefallen, man möchte es nicht glauben. Ich habe gestern ein bisschen probiert und habe ein wenig rumexperimentiert, aber letztendlich braucht man gar nicht viel da. Das Bild habe ich schon mal drin gehabt, allerdings anders, wo es dann auch noch zum Probieren war. Ja, das zeige ich euch jetzt. So, ich spiele das Ganze mit der Dark Winter. Die Dark Winter hat ja 10% auf Schaden gegen Ungedeckte und das Talent Perfekter Killer. Ja, das Töten eines Gegners durch einen kritischen Treffer gewährt 10 Sekunden lang 50% Schaden durch kritische Treffer. Ja, das ist schon enorm. Ja. Jetzt, wenn man davon ausgeht, ich habe jetzt da 84 Chance und wenn das Talent aktiv ist, habe ich 152, wenn ich nicht verrechnet habe, Schaden durch kritische Treffer. Ja. Kann das Ding aber spielen. Ich spiele es jetzt so mit 2 blau und dann rot. 1, 2, 3, 4, 5 rote. Die Waffe ist auf 21, ist noch mehr ein roter Kern mehr. Funktioniert aber auch schon ganz gut, wenn man es jetzt nicht auf 21 hat, sondern einfach gar keine Expertise nicht. Ne? Man muss halt besser aufpassen. Der Memento, wenn voll gestackt ist, ja, dann hat er auch einen Haufen, wo es noch Bonus dazu kommt, durch Schild. Ja, durch die Spezialisierung des Schild vom Stürmer kommt dann auch noch mehr ein Bonus dazu für Leid oder für Ärzte, wo in der Alter, ich werde jetzt nicht lernen zum Ringen, gell? Die wo vorhin stehen, ja. Schadensbonus pro Gegner 6%. So, 6%. Weil du jetzt wieder vergessen hat, das Ding sauber einzustellen, wie immer. So. Dann brauchen wir aktive Regeneration. Da haben wir eine Schild Lebensenergie, ist nicht verkehrt. Und da haben wir dann noch Schadensbonus, ja, 5. Also haben wir 11%. Ich weiß nicht, ob es für die anderen Slots auch Schadensbonus gab. Ich habe noch keinen gefunden, wurscht. Aber dann haben wir für alle, die vor uns stehen, nochmal 11% mehr Schaden, wenn sie in den Kegel stehen, wie wir vorhin gerade gesehen haben. Wenn einer hinter uns steht, also ein Kollege, ein Mitspieler, der kriegt dann auch noch mehr Schaden drauf, beziehungsweise der macht dann, wenn er hinter uns in dem kleinen Kegel steht, auch mehr Schaden. Ja. So, dann machen wir dann weiter. Dann habe ich noch die Scorpio dabei, meine Lieblingswaffe. Ja. Ist auch auf 18.
Macht auch schon ein wenig Schaden, 1,1 Millionen hat jetzt die drauf. Ja. Hm. Und dann 4 Hunter, der ist immer gerollt auf, ja, Waffenschaden, Chance auf kritische Treffer. Muss man halt schauen, dass man ein wenig so über 50 hinkommt bei Chance auf kritische Treffer. Da habe ich zum Beispiel Schaden drin. Ja, Schaden durch kritische Treffer. Und da habe ich zweimal Schaden durch kritische Treffer. Und so. Und das Jägerkiller High-End, ja, das ist jetzt so das Teil, was das drum so stark macht. Weil die haben in dem neuen Titel-Update das perfekte Einschüchtern verbessert, also stärker gemacht, in dem Sinn, dass die Stacks so schnell oben sind, ähm, dass man nicht mehr lang warten muss, bis das praktisch voll ist. Ich weiß schon, erklären bin ich nicht gut, aber das Bild ist gut. Also, was man sich vielleicht überlegen könnte, wenn man jetzt die Jägerkiller nicht hat, dass man vielleicht eine Evoker und Harris hernimmt. Wo ist denn das Ding? Da. Dass man vielleicht die hernimmt, aber nicht mit vernichtend, sondern so, wie ich es da habe, mit einschüchtern. Ja, drauf. Bringt nicht ganz so viel Schaden, als wir jetzt halt mit der perfekten Einschüchterung. Was zum Probieren. Also ich mache auf alle Fälle mit der Westen dann mehr Schaden drauf, weil die als Talent nochmal 5% mehr Waffenschaden macht. Ja. Sollte man sich vielleicht einmal anschauen, unter Umständen vielleicht nur besser als wie die. Die Jägerkiller ist nicht so optimal gerollt, weil da habe Fertigkeitsschaden und Waffenhandling drauf. Spielt man jetzt nicht so wirklich beim Nachladen schneller ist. Ja, das sage ich jetzt einmal dazu. Ich spiele das immer mit der Striker-Drohne. Oder wie sagt man zu dem Ding? Stürmerdrohne. Ja. Und ja, so schaut es halt aus. Und dann, wenn ich einmal Angst habe, ja, und sitze in der Deckung, habe ich die angepasste TDI-Card, die nimmt einen, plus einen Fertigkeitsrang. Und dann macht meine Drohne auch noch ein wenig mehr Schaden. Und durch ein Memento, wenn der vollgesteckt ist, ja, der macht dann auch nochmal Fertigkeitsschaden und der skaliert aber auch nach oben. Fertigkeitseffizienz kann man bis zu 3% zusammenbringen mit maximalen Stapel von 30. Hat man die 30 Trophäen da mal eingesammelt, dann braucht man so circa alle 5 Minuten eine Trophäe und dann holt das Ding. Ja. Was vielleicht nicht gescheit ist, porten, weil dann glaube ich, gehen die Stacks verloren. Ja, nagelt's mir nicht fest, wenn ich nicht recht habe, aber ich weiß auf alle Fälle, ich laufe aber von A nach B und tue mir jetzt nicht porten, weil es sein kann, dass die Stacks weg sind. Also, so ganz genau habe ich noch nicht aufpasst drauf, aber ich sage es jetzt einfach einmal so, dass es so ist. Ja, was weiß ich noch? Ja, wir haben jetzt da einen Haufen Schadenstalente. Das erste war eben von der Dark Winter, perfekter Killer. Da haben wir mal das Messer, 50% mehr Schaden durch kritische Treffer. So, dann haben wir ein Memento. Eben stackt er nach oben, wenn es die 30 Stapel da einsammelst, die 30 Trophäen. Kriegst jedes Mal, wenn es da so ein Teilchen einsammelst, eine Bonusrüstung. Die Bonusrüstung aktiviert wiederum das perfekte Einschüchtern. Ja. Dann hast du praktisch 1, 2, 3, 4 mal her einen Schaden. Plus das, dass, wenn du eine Trophäe einsammelst, gibt es eine Langzeit. Sagt man jetzt da? Ist das ein Buff? Ich kann nicht gescheit Englisch. Wurscht. Aber eine Verstärkung halt, eine Langzeitverstärkung und eine Kurzzeitverstärkung. Die Kurzzeitverstärkung, die pusht das ganze Ding auch nochmal nach oben. Aber gerade, glaube ich, für 5 Sekunden, so in der Richtung. Also nicht allzu lange. Und wenn man da so einen Nahkampf ran hat, ja, dann machst du allesamt miteinander um, weil dann alle Verstärkungen zusammenkommen, inklusive vom Schild dann noch dazu. Und Rüstungsregeneration kriegen wir durch Zorn des Jägers. Ja, wenn wir einen Spitzenpräparator aktiv haben, Gegner im Umkreis von 15 Metern erhalten eine Schwächung, die den durch sie verursachten Waffenschaden um 20% erhöht. Das kommt auch noch mal oben drauf. Wenn Sie geschwächte Gegner mit Ihrer Waffe töten, erhalten Sie im Umkreis von 5 Meter verschwommene Sicht und der Waffenschaden wird 10 Sekunden lang um 5% erhöht. Der Effekt kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. Das heißt, da kann man dann auch noch mehr, was sind das, 15% mehr Schaden außer Würgen. Ja? Also das ist schon enorm. Also einmal
mehrer durch Memento, auch mit zwei Verstärkungen. Dann haben wir durch den Spitzenpräparator, der wo natürlich, ja, wie ich gerade vorhin gesagt habe, dann haben wir halt da noch von Haus aus MP-Schaden noch mehr und Schrotflintenschaden für das, was er steht. Ja, dann haben wir die Verstärkung durch perfekt einschüchternd und dann haben wir nochmal Verstärkung über Schild. Ich glaube, das klang, oder? Man kann das jetzt vielleicht mit der Railgun ausspielen, mit dem Richtschützen, aber ich glaube, dass er so rundum gescheiter ist. Ja, außer einer ist ein Deckungsspieler, was jetzt nicht wirklich Sinn macht. So viel einmal zu dem Bild. Ich denke, das ist gut. Mit der Westen probiert selber miteinander. Ich habe jetzt das mit der probiert und hat mir schon Spaß gemacht. Und vielleicht ist es dann mit der Walker Harris oder man hat, wie heißt denn das, Sokolov irgendwas, glaube ich. Habe ich die dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Wo ist die Kisten? Falsche Richtung. Ja, stimmt schon. Ein krumme Weg auf Schach hingerannt. Ich möchte eigentlich gerade zu der Kisten hier, um das Teilchen da zum Zeigen. Kommen wir auf Zeiten da. Rüstung, Lager. Ah, da ist Sokolov, kannst du ja, noch recht gehabt. So, die vielleicht, wenn man gern oder nur mit der MP schießt, ja, aber halt da nicht vernichtend drauf, sondern auch wieder einschüchternd auf die Rollen, ja. War zum Probieren, wo es jetzt mehr Schaden macht. Tja, ich habe es jetzt nicht probiert, aber ja, es soll eine Anregung sein. Probiert es, schreibt es mir in die Kommentare rein, wo es jetzt am meisten Schaden macht oder wie es mit dem Bild spielt. Ich denke, es ist eine gute Anregung. Und ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir rein. Ich antworte schon, wenn ich es sehe. In dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß damit, einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Servus!